Geschichten uit onze Geschichte, Nummer 29. Ditmaal nog war der Meier van wo dat am Zeitstuhl in Aylmer, Ontario 1982 entstanden ist und von unserem zum ersten Mal der Gastgeber sein für das MCC Ontario jährliche Meeting und so weiter. Letztes Mal hat wir gerade noch gesagt, dass aus meinen früheren Eck 1980 nach Aylmer angekommen wären, dass Omiek Komitee in Süd-Ontario all existiert hat. In dit Komitee wir dort dass es nom Rechten in der MCC Ontario Arbeit in der Aylmer Office sein soll. Dit Komitee hat im Sommer 1982 war da eine allgemeine Meeting in der Aylmer MCC Office, ihre allgemeine Meeting zu haben, wo das Komitee den Bericht hören will, von was an der Aylmer MCC Office nach der letzten Meeting getan worden wäre, und wo dann auch Komiteemitglieder aus anderen Gegenden in Ontario Berichte geben, von wo dort mit nie gekommenen Familien durchging und so weiter. Aber willst der Vorsitter vom Komitee, Bill Jansen, und auch der MCC Ontario Director Ray Schlegel all was davon wussten, dass die Aylmer umgehend Mennoniten interessiert wären, an ein MCC-Stuhl anzufangen, frühen sie auf diesem Meeting auf die Aylmer umgehend Mitglieder vom Komitee einen Bericht geben würden, und wo wird man an Aylmer mit dem Reitmerken wir, zum ein MCC-Stuhl anfangen. Und die Aylmer umgehend Komitee-Mitglieder verteilten begeistert davon, nicht mal wo sie sich unsere Mennoniten in der Aylmer umgehend dafür interessierten, ein MCC-Stuhl in Aylmer anfangen zu kennen, aber auch von wo da all ein guter Anfang gemerkt worden wäre, mit daran arbeiten, wo wir all zielbewusst reinmerken, so schwind als möglich ein MCC-Stuhl aufmerken zu können. Von diesem Bericht wären Bill Jansen in Ottawa, MCC-Direktor Ray Schlegel von Kitchener, sehr beeindruckt. So sehr, dass sie auf diese Meeting all versuchten, zu feilen, auf unsere Mennoniten vielleicht würden willig sein, im Novembermonat in Aylmer, Ontario, die Gastgeber zu sein für die MCC Ontario jährliche Meeting. Und die Komiteemitglieder, ihre Begeisterung für ein Toparbeiten war so groß, dass sie sich willig erklärten, auch das noch zu versuchen. Gerade ehe wir unser Meeting an diesem Tag aufschlossen, dann sieht Ray Schlegel, er wird uns am Karten sagen, auf der MCC Ontario jährliche Meeting in Aylmer sein wird. Und sehr bald nach diesem Tag ruft Ray Schlegel mich an und sagt, die MCC Ontario Leaders haben die Entscheidung gemerkt, dass die MCC Ontario jährliche Meeting am 19., 20. und 21. November 2022 in Aylmer, Ontario sein soll. Also hiermit wird dann dort New York fertig, dass die Mennoniten von Mexiko, der Old Kolonie, der Sommerfelder, der IMCA in der Stadt Aylmer sich verpflichtet haben, der Gastgeber zu sein für die MCC jährliche Meeting. Und von da an mussten wir in Aylmer noch viel mehr Meetings haben. Das macht für meine Frau und mich und für viele andere Frauen und Männer ein sehr trockener Sommer. Ja, nu musst bitte dort planen für uns MCC-Stuhl in Aylmer, auch noch dort Gastgeber sein für die jährliche MCC Ontario Meeting geplant worden. Und das wäre nicht die erste Planning-Meeting. Ich habe die Protokolle nicht von den ersten Meetings, aber am 7. September wird noch weiter eine Meeting geholt, zu planen für die jährliche MCC Ontario Meeting in Aylmer. Auf diesem Meeting wären 26 Personen. 8 von der Old Kolonie Kirche, 6 von der Sommerfelder Kirche, 2 von der IMC Kirche und 10 von der IMMC Kirche. Für diese Meeting wird das all geregelt worden, dass die MCC Ontario jährliche Meeting an der East Elgin Schule in Aylmer sein wird. Freitag am 19. November und Sonnabend am 20.
in NDI am Seikirch Nummer 3 Hochweg am 21. Nachmittag. Ab diese Gastgeber-Planen-Meeting am 7. September 1982 gingen die Frühers in einen separaten Räumen an, wählten oder ernannten ihre Komitees, fangen an die Mahlzeiten zu planen und so weiter. Und die Männer ernannten einen Platz, ein Parking-Anwieser-Komitee, ein Gastgeber-Komitee, ich weiß nicht, was noch alle. Wir werden bei unserem Reitmerken alle ein bisschen nervös, weil wir alle noch keinmal mit einem Gastgeber sind, für so viele Fremde, das heißt nicht von den unseren Menschen, was zu tun gehabt haben. Aber wir kriegen gute Anleitung. Ray Schlegel, der MCC Ontario Director, war bei unseren ersten Meetings mit dabei und er gab uns sehr gute Anweisungen, wo wir für all unsere Abgaben reit werden können und so weiter. Und Menschen aus allen Feierkirchen mögen begeistert reit und stellten sich dafür an, gute Gastgeber waren zu wählen, wann dort bei der MCC Ontario Meeting kommen wird am 19., 20. und 21. November 82. Und als dort bei dieser Deo gekommen wäre, dann weisen unsere Mennoniten dort, dass sie verstanden, gute Gastgeber zu sein, für die viele mennonitische Gast, auch wenn die meiste Gast nicht von unseren Mennoniten wären. Viele Männer und früher standen durch den ganzen Tag, viele Männer und früher standen durch den ganzen Tag und den ganzen Abend, während diese Meetings geholt wurden. Und andere nehmen am Ende vom Freitagabend und Sonnabendabend 2 oder mehr Nachtgast an ihre Heime ab. Und ich glaube, wir haben alle top eine ganz gute Arbeit getan mit unserem zum ersten Mal Gastgeber sein, von Nicht-Mennoniten von Mexiko. Vielleicht gerade so gut als andere, mehr erfahrene Gastgeber, dort während andere MCC Ontario Meetings gewesen wären an andere Ontario Städte. Ich persönlich feilt gut darüber, wo Gott alles geflasht hat an unsere Gastgeberarbeit. Und ich möchte auch an viele andere von unseren Lied, dort an diese Top-Arbeit sehr gut gegangen hat und dort sie dadurch viel reicher geworden werden und sich freuen, dass sie mit anderen nicht-Mennoniten besser bekannt geworden wären und dort sie haben dürft teilnehmen an so einem großen Gastgeberprogramm. Aber nu war das Träg noch, wo das MCC-Stuhl in Elmer gekauft und angefangen wird. Uns gekauftes Stuhlgebiet war von Bernen lang nicht ganz fertig. Auf der zweiten Flur von diesem Gebiet war auf dem ersten Eng eine Wohnung angereicht, und wo eine Noel Steinhoff wohnt. Aber das ganze hinterste Eng hat eine Flur von Rävebreder und Kohletegelwänge oder Brickwalls. Wir hatten ganz ab dem hintersten Eng wie Büden, ganz ab dem hintersten Eng eine Trappe zum ab der zweiten Flur abgehen. Und Büden schwind ab der zweiten Flur auch ganz hängen, eine Stuhl von meiner MCC Ontario Office, so dass MCC Ontario der Rent für die MCC Office in Elmer wieder haben kann an Elmer Mennonite Community Store betalen. En er steht an wem. En al nog wenige Monaten trok ik met mijn office doorheen. Wat voor mijzelf en ook voor de mensen wonen aan de MCC office nog helpt komen, op de tweede vloer ook nog washrooms gemerkt worden, dat neemt nog tijd. Wat met deze zaak während deze tijd alle verbonden weer, dat wil ik hier liever niet alle vertellen. Ik wil bloß nog zeggen, dat middelste eng op de tweede vloer blijft vereerst nog zoals dat weer. Een lager ruim met een vloer van rijbebrede en kolentegelwijn. Dat hinterste poort van de grondvloer weer ganz hingen een groter ruim met kolentegelwijn en kolencementvloer, wonen wat door immer maar gebruikt worden weer als een leere ruim, storage, voor waren en voor andere zaken. En dit ruim wordt ook meest voor später aangereicht. Meestens met vrijwillige arbeiders, zodat door Bernen durch die
Weg die angekommenen Sachen gesammelt worden können und dort die früheste Bannen an einem Tag den Weg die geschenkte Sachen sortieren und priesen können. Der mittelste kleine Raum auf der Grundflur, wo binnen auch noch ein großes sogenanntes Geldshop oder Safety Box stand. Die, glaube ich, bleibt bis 1991 noch so als die wir und wird dann auch zu sehr wenig gebraucht. An dem hängendsten Raum auf der Grundflur und auch an dem anfolgenden Raum auf der zweiten Flur lagen etliche Bohlen von sehr verschiedenen Moten. Einige davon waren ziemlich drahl. Und die meisten von uns sagen diese alle Bohlen so an, dass die nicht viel Wort wert wären. Aber ein Mann, der Jakob Lettgemann, von wem ich all seht, dass ich noch mal was mehr von seinem Part an der freiwilligen Arbeit bei uns gekauftes Steuergebiet verbessern wird vertalen will, die wisst diese verschiedenen alle Bohlen alle zu verwerten. Auch die drahl gewordene. Er bracht sein Daschergerätschaft einfach auf diese zweite Flur ab und mir auch, ich glaube, wird 2 Salje und wird 2,5 Salje Stremels von all den Bohlen, auch von der drahl gewordene. Und dann stehen dat hij de teelende Siedenwang in diesem großen Mädelraum damit ganz uit. Zodat uns diese Ständerwang, wat so weit nicht gekostet haben, bitte ein paar Kilo Nägel. Und dann braucht wir bloß noch Drywallploten kaufen und dann mögt hij diese Wang ganz fertig. Han und Wader kam mal wer ein paar Stunden helfen, aber meistens deed hij diese ganze Arbeit allein, zodat uns diese Wang sehr wenig Geld gekostet haben. Das Freund Jakob Lettgemann wäre damals all in den Ruhestand getreten, wohnt sehr dicht bei, hat viel Zeit und dat wir seine Ort und Wies sparsam mit alles umgehen und nichts weggeschmieden, wat noch zu Brücken ging. Und all das kam unserem Stuhl zu gut. Das spart uns viel Geld. Und er hat seine Freude daran, dass er sich nützlich merken kann. Während Lettgemann diese Arbeit tat, hing er die Wand von meinem Office, kam er jeden und Ferken so ein Bett bei mir hinein und nischiert. Nicht unbedingt wer oder wer, aber vielmehr, ob ich vielleicht Zeit hat, dann mit einem Tag für Kaffee gehen. Und wenn ich dann Zeit fand dazu, dann ging ich auch sehr gern mit mir Top für Kaffee bei Clarks oder bei Johnny's. Und er hat hier noch nicht sehr lange gearbeitet. Dann sieht er einen Tag an unserem Kaffeetisch zu mir ungefähr so. Als die anfangs Menschen nur Geld zu fragen, um uns Steuergebiet kaufen können, dann sehe ich mal zu die wirst in Prager geworden. Und nun sehe ich auch welche in Prager für uns Steuer. Jakob Lettgemann war, als er mit dem Weinbüren auf der zweiten Flur fertig war, aber auch gern und viel eine freiwillige Arbeit an unsere Steuerarbeit. Ich glaube, kein Mann hat so viel Deo umsonst an unsere Gebietverbesserung in Steuerarbeit mitgearbeitet, als kriegt das Mann. Hier ein von vielen Sposjes, wo das Freund Jakob Lettgemann verstand zu merken, wann man nicht gut abpasst, was man sieht, oder wo man was sieht. Wenn man mit Armtaubwäschen anfuhr, an einem Kaffeetisch saß und wird vertalt. Einmal, als ich, Jakob Lettgemann und noch einer oder zwei andere Männer bei Johnny's an einem Nachmittag am Kaffeetisch saßen, dann frug er mich, wo wirst du für Mittag? Und ich sagte, ich fuhr nach London. Und er frug, fuhrst du allein nach London? Und ich sagte so angeschickt, dass wir alle manchmal was sagen. Nee, ich fuhr mit 2 Mumpjes daheim. Und er saß an der anderen Seite vom Tisch und schickte mir einen stolz sehr gleich an und sagte dann in sehr ernstem Ton, das muss aber sehr lang gedauert haben. Wo sich die Arbeit am Stuhl selbst über die ersten Jahre entwickelt hat, das soll vielleicht das wer nochmal vertalen. Ich habe jedoch sehr wenig mit zu tun gehabt. Ich weiß bloß, dass etliche Männer und viele Frühers da sehr viel freiwillige Arbeit getan haben.
Ich will hier nu aber noch Worte davon vertalen, wo wir 1983 und 84 MCC-Utrops hadden, auch wenigstens sportlich am Geld zu kriegen, zum helfen, unsere Steuerschuld bei MCC Ontario betalen zu können. Im Oktober 1983 hatten wir in Aylmer, Ontario, unseren ersten sogenannten MCC-Utrop. Viele frühere Männer haben damals al lang vor dem Utrop an dem Reitmerken für diesen Utrop gearbeitet. Und nicht mal an Plänen für diesen Utrop, aber auch an so Sachen als zum Beispiel Quiltsmerken und so weiter. Das wäre natürlich gewiss bei weit nicht unser erste Planning-Meeting. Männer und früher hatten all viele Meetings gehabt, um unsere erste MCC-Utrop zu planen. Aber ich fing meine Papieren keine Protokolle von unseren vielen Meetings, da bijna nur Einzelheiten sehen und kriegt, wo wir wiederkommen. Aber am 4. Oktober 1983 hatten wir noch weiter eine Meeting, unseren Utrop zu planen, und von diesem Meeting habe ich ein Protokoll. Auf diesem Meeting bereden die Frühers, dass sie für die Utrop Mittagsmahlzeit all das Reid haben würden, zum Servieren. 2 dort bestimmte Frühers wurden Barst und 2 Bakjes Reitmerken. 2 andere dort bestimmte Frühers wurden Wrennerchen Wurst Reitmerken. Noch 2 dort bestimmte Frühers wurden Pei und Kaffee Reitmerken. Und noch 2 dort bestimmte Frühers Tacos und Gereins Reitmerken. Und 7 Männer verpflichten sich Tortillas und gemahlenes Rindfleisch zu schenken für die Tacos. Die Jugendleiter von der EMC Kirche in Mount Salem berichten auf diesem Meeting, dass die Jugend am Utropstag von Klock 8 bis Klock 11 zu Marius Frühstück servieren würden, für $3 jeder Frühstück. Und von Klock 11 zu Marius an wurde dann angefangen worden, Mittag zu servieren. Das Bekanntmachungskomitee berichtet, dass sie Flyers oder Utropsbekanntmachungspapieren Reid haben würden und dort Jugendliche und andere freiwillige Personen, die bei der Aylmer Sales Arena, auf dem Aylmer Parking Lot in anderen Städten utteilen würden. Etliche Männer schenkten Schwein zum Wurstmerken für die Utrops Mittagsmahlzeit und auch auf dem Utrop verkaufen. Und noch andere Männer übernehmen dort, die Schwein zu schlachten und Wurst zu merken und so weiter. In alle Kirchen oder Gemeinden wird bekannt gemacht, entweder durch Bulletin Inserts oder durch die Vorsteher, dass der MCC-Utrop am 15. Oktober 1982 in der Aylmer Hockey Arena sein soll und dass das Frühstück durch Klock 8 zu morgens anfangen soll. Wieder wird auch bekannt gemacht, dass die Menschen so Sachen aus Möbeln, Kleider, Decken oder Quilts, Gerätschaft, Musikinstrumente und so weiter schenken und entweder selbst nur die Hockey Arena anbringen können für den Utrop oder dass sie entweder nur Aylmer Maronite Community Store ab 7651346 oder nur Aylmer und District Recycling Project ab 7737115 telefonisch anrufen können und ansagen, dass sie ihre geschenkte Sachen wollen von ihrem Haus aufgeholt haben und so weiter. Hier brechen wir für das Mal wieder auf. Nächstes Mal wird von wo wir in Aylmer, Ontario, am 15. Oktober 1983 einen MCC-Utrop hatten. Und dann von unserem zweiten MCC-Utrop 1984.